schon lange her. Ja, mindestens, wenn nicht noch mehr. Da war der Dirndl und ihre Mom, die wohnen in einem Häusl zusammen. Über den Vater von der Kleinen ist gar nichts drüber aufgeschrieben worden. Ich denke mal, dass die Mutter gewiss alleinerziehend gewesen ist. Der Vater hat es wohl sitzen lassen, zwecks seinen jungen, schönen Hosen. Wahrscheinlich über Nacht davon, ja, wie oft war es denn schon so? Aber um das Thema geht es halt nicht. Das ist eine ganz andere Geschichte. Um das Dirndl dreht es dort halt. Das wird euch jetzt gleich erzählt. Sie war vielleicht 7, 8 Jahre mit blonde, fast schon gelbe Haare. Von einer blonden Frau, da sagt man ja, dass die nicht gerade die gescheiter war. Ich finde, das geht ein bisschen zu weit. Es gibt nur blonde, gescheite Leute. Und schwarze, dumme gibt es auch nur. Doch da trifft das Vorurteil voll zu. Ihre Oma, die lebt drin im Wald. Mei, war so als Mutter halt. Und wie so Großeltern oft sind, ein Norn hat's gefressen an dem Kind. Egal was sich die Kleine einbaut, kriegt hat's alles, was sie haben wollt. Handys und so Zeug als Geschenke, nur so ein neueste kannst du Dinger. Mit Flatrate, Kamera sowieso. Kurz gesagt, mit allem Pipapo, egal was kostet. Die Oma zahlt. Klar, dass der Kleinen das gefällt. Und zum Geburtstag hat sie früher eine Kappe gekriegt. Das schaut dann ihr, wenn es regnet oder gegen Sonnenlicht, ist das eine weitergewandte Geschichte. Von Hugo Boss war's. Ist ja klar, dass das bestimmt nicht billig war. Und vom Design waren bei dem Drum nicht gar zu viele Farben rumherum. Rot ist gewesen, nur rot allein, sonst war da zuerst keine andere vor. So rot wie die SPD mal war, roter wie der Rotwein auch, wie das Auto von der Feuerwehr. Roter geht's gar nicht mehr. Und verkehrt rum hat es aufgehabt, klar, weil das halt gerade so Mode war. Und weil es nur noch mit der Haum rumrennt, haben es alle Leute Rotkäppchen genannt. Mit Rotkappen hat es nichts zu tun, weil die gibt es nur im Wald allein. Eines Tages sagt die Mom, ich richte jetzt ein Kerl zusammen, das bringt der Oma dann vorbei. Ihr geht's nicht gut, hören wir so weit. Ich glaube dass sie nur simuliert, damit sie eine gescheite Brotzeit kriegt. Sie packt einen guten Kuchen rein und noch dazu eine Flasche Wein, weil wenn es das Flascherl intus hat, dann steht es zwar nicht mehr besonders gerade, aber morgen ist es wieder auf der Höhe. Und der Rausch wird auch wieder vergehen. Ah ja, das lässt der auch noch sagen, das ist voll gefährlich, ungelogen. Der Wolf, der hat einen Lump da alt. Der wohnt auch drin im Wald. Trau dem für ja nicht über den Weg, weil zuerst, da tut er da recht schön und wenn's drauf ankommt, beißt er doch. Da hat für mich der Gespurs ein Loch. So, jetzt kampelt's die noch schnell und schieb ein Taschentücher rein. Dann zieht das Dirndl fröhlich los. Nebenbei pfeift sie irgendwas mit dem Kopfhörer auf ihre Ohren, ein Walkman drin, im Kerbal vorn. Ihr Kerbal schwingt sie in einer durch, so geht's zu ihrer Oma zu. Wie es der Teufel haben möchte, läuft da grad das Wolfsviech da, ganz in der Nacht. Sie hat ihn aber nicht erkannt und ist direkt auf ihm zugerannt. Hat gemeint, dass das eine Katze sein kann. Die kennt man auch nicht leicht auseinander. Ganz falsch ist PISA-Studie nicht. Manche Kinder sind echt blöd. Und zwecks ihrem Bildungsdefizit hat sie vor ihrem keine Angst auch nicht. Wo laufst du denn hin? So hört man fragen. Er war nicht wirklich wohlerzogen, sonst hätte er vorher Grüß dich gesagt, bevor er sich gleich sowas fragt. Warum der eigentlich reden kann? Nein, das war zu der Zeit so.
Das Rotkäppchen denkt sich nichts dabei und sagt, zur Oma schau ich schnell vorbei. Ihr geht's nicht gut, mei, ist schon alt. Drum bringe ich ihr etwas, was ihr gefällt. Einen Kuchen habe ich da dabei und eine Flasche von ihrem Lieblingswein. Geh, gib mir schnell einmal den Wein, dann schenken wir uns ein Glas Wein. Ich sag das dann, ob er was ist, nicht dass er recht der Fusel ist. Nein, lacht das Rotkäppchen an. Der ist nicht schlecht, das weiß ich schon. Ich hab schon gezapft davon gerade, weil die Mama gerade nicht hergeschaut hat. Ja, Herrschaft, ist das Luder knickert. Denkt sich der Wolf, die Matz, die pickert. Frisst und sauft das selber zusammen, will doch so wie Hunger haben. Ich werd mal um was anderes schauen. Wenn's ist, muss die Oma halt dran glauben. Wo wohnt denn dann der alte Schirm? Fragt er und kriegt dann zum Herrn. Eine Viertelstunde ist das von da. Du gehst das Wegel da bergan, da steht dann so ein Sendemast, der schaut aus, so wie der Maibaum fast. Du biegst dann links die Feldstraße rein und an der Nusshecken vorbei. Das zweite Haus vom Waldrand her, da wohnen sie drunten im Bad der. Der Wolf denkt sich, er passen muss. Eine Viertelstunde, das geht zu Fuß. Dann gibt's was für mein Laramung. Ich muss halt einen Vorsprung haben. Er überlegt ganz fest und strengt sich an, wie er es am geschickten anstellen kann, dass der da nichts davon gespannt, was er da in Gedanken plant. Da hat er kurz drauf die Idee. Ja, so möchtest du zur Oma gehen. Hast kein Blärme nicht dabei. Da drüber gefreut sich alle zwei. Wenn du schaust, zeigst links und rechts vom Weg so wunderschöne Blärmerl stehen. Für einen Strauß sind sie ideal zum Brauchen. Ein paar, die kann man sogar rauchen. Ja, du drehst den Schwammerl noch mit rein. Ich sag das haut ganz schön. Ja, sagt sie, das mach ich glatt. Vergeht's Gott für den guten Rat. Sie fängt an und gelangt ins Kerberl rein und legt ein AC/DC ein. Mit einem Stäpsel in ihre Ohren ist der Strauß dann aber größer geworden. In der Zeit rennt der Wolf dann geschwind den Weg lang, bis er das Häusl findet. Er sieht die Oma, wie sie im Bett drin liegt und natürlich voll erschrickt. Wie er sich das Wolfsviech zutraut. Ich glaub, da hätte ich auch blöd geschaut. Einen Schnalzer tut's, schon war sie fort, bevor es auch noch einen Muxer tut. Und bevor sie auch um Hilfe schreit. Ja, gehungert hat ihn schon gescheit. Und ganz hat er es runtergeschluckt, er hat nicht mal ein schlechtes Gewissen gedruckt. Und schon knockt er in dem Bettal drin und zieht die Decke rauf bis zum Kinn. Dann setzt er noch ein Tierchen auf, weil er somit hofft er fest darauf, dass nicht gleich gespannt, das kleine Kind, das sich im Bett der Wolf befindet. Vielleicht habt ihr es gespannt oder auch nicht. Da bei der Verwechslungsgeschichte, sie hat nicht wirklich recht viel Hirn. Ich glaube fast, das könnte auch funktionieren. Ein Kreiden hat er auch noch gefressen, weil er hat einmal wo gelesen, dass man da her schmatzen kann. Ich glaube die Sache nicht so. Warum sollte Kreiden dazu führen, habe ich mir jetzt auch nicht ausprobieren.